Eine Baustelle über den Wolken. Im Tal noch Nebel, oben auf dem Feuerberg sitzt Giesbert Kilchenstein in seinem Bagger. Die verkohlten Überreste der Kissinger Hütte hat er abgerissen, jetzt gräbt er das Loch für den neuen Keller. Routine für den Maschinisten, für die Region der Beginn des Wiederaufbaus eines Wahrzeichens. Die Kissinger Hütte gehörte mit 111 Jahren zu den ältesten Berghütten in der Rhön. Aufnahmen vom 18. März 2025, Vollbrand. Das Feuer bricht glücklicherweise an einem Montag aus, Ruhetag. So wird niemand verletzt. Die Hütte gehört dem Rhön-Club. Der Vorsitzende wird alarmiert. Wie ich früh um 6 Uhr angerufen worden bin, dass die Hütte brennt, bin ich gleich ins Auto und bin dann hochgefahren. Während der Hochfahrt habe ich geflucht wie ein Rohrspatz, weil wir erst von 2020 bis 2022 eine komplette Renovierung der Hütte durchgeführt hatten. Aber ich war noch nicht ganz oben, ist mir eingefallen, Mensch, wir sind doch versichert. Mit der Versicherung ist Stillschweigen vereinbart. Nur so viel, der Schaden geht in die Millionen. Rund 500.000 € wird der Rhön-Club selbst tragen müssen, denn das neue Gebäude soll zwar den Charme der alten Hütte behalten, aber heutigen Standards entsprechen. Das ist natürlich jetzt ein Glück im Unglück, sage ich jetzt mal so. Wir haben natürlich jetzt die komplette Möglichkeit, die zusammengeschusterten Anbauten sind es alle weg und wir können alles aus einem Guss planen. Somit sind die Abläufe natürlich für den Wirt auch oder für den Betreiber, auch vor den Lagerräumen, viel besser, wie es vorher war. Zusätzliche Schlafzimmer, Photovoltaik und Barrierefreiheit. All diese Neuerungen muss der Rhön-Club finanzieren. Kleine wie große Spenden zeigen, wie sehr die Menschen an ihrer Kissinger Hütte hängen. Die Leute jammern immer rum und sagen, die Leute halten nicht zusammen. Das stimmt nicht. Wir, also als Wiederaufbau von der Kissinger Hütte, erfahren einen Zuspruch, man kann sich es nicht vorstellen. Ehrenamtliche helfen auf der Baustelle, haben bereits eine große Löschwasserzisterne fertiggestellt. Allen Beteiligten ist klar, der Wiederaufbau ist ein Kraftakt, den die Region nur gemeinsam stemmen kann. Für die Band Rhöner Blurt war eigentlich vor 15 Jahren Schluss. Nun wollen sie wieder in der Originalbesetzung spielen. Für den Aufbau organisieren sie ein Festival mit 25 Gruppen in Wildflecken. Für ihre Kissinger Hütte. Und plötzlich ist das Ding abgebrannt. Das war wie so ein Schock für uns. Und gesagt, also wenn da sowas gemacht wird, sind wir dabei. Ich finde es auch cool, dass die Band nach 15 Jahren wieder mal zusammenkommt. Und die ganze Proberei ist natürlich eher eine Schinderei, aber das haben die am Aushub der Kissinger Hütte ja auch. Und ich glaube, am 6.6. hauen wir mal richtig auf die Kacke. Bereits am 4. Juni geht es mit anderen Bands los. 4 Tage lang soll das Festival dauern. Manfred Eckert freut sich über die Finanzspritze und macht sich gleichzeitig Sorgen wegen der Baustelle. Es hat sich ein bisschen verzögert. Wir haben da unter der Treppe diesen blöden Fels gefunden. Und der hat verhindert, dass wir vor Weihnachten fertig waren sind. Und dann ist der Winter natürlich bis Ende Februar gewesen. Und das konnten wir jetzt nichts mehr einholen. Also wir haben den offiziellen Termin jetzt auf den 23. Oktober verschieben müssen. Das ehemalige Bettenhaus bleibt stehen. Die Baustelle zieht Wanderer und Radfahrer magisch an. Also wir bewundern auch dieses Engagement, dass das so schnell geht. Mit die schönste Hütte von der Rhön, weil du hast hier ein Panorama, wie es nirgendwo anders gibt. Du hast den Blick über die gleichen Beiche, die Haßberge und dann hast du natürlich da den Heidelstein und hast dementsprechend den Kreuzberg. Also schöner kann es nicht sein. Der Blick hinter den Bauzaun schmerzt aber auch viele. Ich bin das erste Mal jetzt da und es hat mir wehgetan, das zu sehen. Vorher habe ich mich nicht getraut, hierher zu gehen. Und ich freue mich, dass man das wieder aufbaut. Das ist ein Magnet, einer von mehreren Hütten. Aber ja, das muss wieder aufgebaut werden. Eine neue Pächterin ist schon gefunden. Die Garage neben der Baustelle hat sie kurzerhand zur Verpflegungsstation umfunktioniert. Bei schönem Wetter und an Wochenenden können Wanderer und Radfahrer auf dem Feuerberg wieder einkehren.